Mit Spiel, Spaß und Spannung geht's weiter hier bei The Legend of Zelda Skyward Sword Hero Mode im 6 Hertz One. Ja, Freunde, es geht hier weiter im, ja, sehr staubigem Sandmeer. Ja, Sandmeer, hier ist wieder Wasser. Alles klar, von wegen Zeitstein und so. Ja, das Spiel ist teilweise ein bisschen verrückt, aber auch umso cooler. Stimmt's, Kleiner? Was ist denn? Hol schnell die Seekarte aus meinem Haus. Bzz. Oder willst du aufs Meer zurück? Nein! Aufs Sandmeer! Niemals! Ach so. Ja, wir müssen für den kleinen Knilch hier seine Seekarte holen aus seinem Gebäude da oben. Leute, wollt ihr mich verarschen? Der Typ. Da oben. Wie kommt er da hin? Ich meine, klar hat es hier einen Sessel-Lift, das sprich einfach so eine Vorrichtung hochzukommen, aber der hat viel zu kurze Arme dafür. Der kommt da niemals hoch. Das geht nicht. Mal abgesehen davon, ich zeig's doch gleich mal, sowieso ein Logikfehler. So, jetzt bin ich hier. Toll. Ich komme nicht hoch, wie soll er denn hochkommen? Sich hochhangeln wie ein Affe? Oje, oje. Logikfehler mal auf eins, denn das ist, tja, vielleicht auch ein bisschen die Logik der Videospiele. Ne, Quatsch, nicht Logik unbedingt, aber es muss nicht alles logisch sein. Gott sei Dank nicht, wäre sonst ein bisschen langweilig. Bäm! Genauso logisch ist doch, dass so ein Schwert so einen Schwertstrahl ausschießen kann, natürlich alles Mögliche zerfetzt. Nur uns nicht. Natürlich zwar Gegner platt macht, aber diesen Felsen hier? Nö. Tja. Ist eben eine heilige Waffe. Die zerschneiden halt nicht alles, sondern nur die ganz bösen Typen. So, jetzt aber genug gequasselt. Hier, da kommt schon der Erste. Am Rohr gestreift. Kein Bock mehr. Okay, okay. Ihr seht da hinten noch eine Truhe. Habt ihr auch gesehen, gut. Und ja, wir müssen hier drüber, weil sonst kommen wir nicht hoch. Also, ja, irgendwie so halt. Egal, Teil kann wir auch noch aus Twilight Princess. Und überlegt gerade Wind Waker. Nö. Glaubt nicht gar nicht darin zu können. Auf alle Fälle haben wir ein paar Piranha-Pflanzen. Die sind auch sehr freundlich. Sagen Tschüss. Und der natürlich auch. Ja, seht ihr? Sehr freundlich. Sagen einfach mal so Tschüss. Wir haben zwar nicht Hallo gesagt, aber ist doch egal. Da muss ich nachher hin auf dem, naja, Rücksegelflug, wenn man so will. Da oben hat es noch ein Artefakt der Göttin. Das holen wir uns auch noch. Und jetzt ist der Typ dran. Achso, ich sagte, jetzt ist der Typ dran. Link. Dann halt so. Der junge Mann ist heute ein bisschen Begriffssturz, wie es aussieht. Ja. Hier kommt das um. Wie hustest du? Das sind doch über... Moment mal. Er hat's komplett bescheuert. Jetzt nein! Ich bin komplett bescheuert. Wieso lande ich... wieso kriege ich Schaden, wenn ich auf dem Sand lande? Ich meine, klar ist die Höhe nicht gerade zu unterschätzen, aber trotzdem, Leute, das ist Treibsand. Da versinke ich. Wieso kriege ich einen Schaden? Mann, ey. Ah, doch. Hat man jetzt gekriegt? Ach so, ja. Schlau die Kunde von mir aus. Was sagt eigentlich mein Feenvorrat? Ihr müsst reichen bis zum nächsten Tempel. Ich hoffe zumindest. Oh, Kaktus. Eine Höhle. Oder wohl ein Höhleneingang. Oh, Vorsicht, da kommt gleich auch noch was runtergeflogen. Das war jetzt ein bisschen die elegante Art und Weise. Vielleicht ein bisschen stürmisch und so, aber trotzdem in einer kleinen Prise von Actionreichtum. Da kann ich essen. Nein, genau das wollte ich verhindern. Nein, er wollte nicht mal zurückspringen. Link, Mann, du bist doch ein Arsch mit Ohren. Wieso bist du nicht zurückgesprungen? Alter. Wow, was ist denn heute mit Link los? Gibt's sie wohl nicht. Oh, das ist los. Batterie ist im Arsch. Oh, meine Güte, jetzt gehe ich wieder raus, wo ich reingekommen bin. Der Part fängt super. Und wie will es vorbei? Kann ich den Part beenden? Nö. So, wie sieht's hier aus? Immer noch beschissen, wa? Komm, nö. Lieber nicht, das. Wieso mache ich Bomben? Hallo? Wegen dem da? Der stört doch nicht, der fliegt nur ein bisschen herum. Also zumindest kann ich hier
Ja, könnte bereits gehen, aber erst später. Wie gesagt, auf dem Rückflug erst. Mir sitzt der Schreck eben noch ein bisschen im Knochen. Hallo? Ja, jetzt ist es lustig. Komme ich jetzt... Hä? Momentchen mal, Momentchen, das war anders. Ich weiß nicht mehr wo, wie, aber es war anders. Hä? Der will mich doch verscheißen. Da war ich da hier richtig. Entschuldigung, Leute, Entschuldigung. Ist schon spät am Abend, wo ich die Folge aufnehme. Da ist man halt ein bisschen verpeilt. Vor allem, weil ich gerade wieder eine Fee verloren habe. Toll, haben doch eine. Wird super. Können wir jetzt... Müsste gehen. Ja. Und oben bin ich. Na, Gott sei Dank, ey. Tun mal etwas. Und da kommt natürlich noch ein Vogel angeflogen. Kommt der Vogel angeflogen, hat sich den Schnabel verbogen. Nö, doch nicht. Und dann haben wir so einen ganz fetten noch. Ich stehe in der Mauer. Ja, dem ist frontal nicht beizukommen, Freunde. Den müssen wir anders klein kriegen. Komm doch her, komm doch her. Ich komme ja gleich, aber zuerst mal ist der so unfällig. Hallo, Phönix. Okay, der will nicht. Oh je, oh je. Na, Alter, ein bisschen Bowling. Hä? Nein. Ich hab ein Eisenschild, das macht mir nix. Tatsache. Ein Eisenschild hält Bomben ab. Ist zumindest mal logisch. Hey, Kumpel. Huh. Ja, mach das. Und rübergesprungen. Und jetzt aber. Boom, 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 boom. Link. Aua. Oh, Entschuldigung, war gerade in seiner Fettschwarte drin. Das hat wehgetan. Also, sprich, das hat gestunken. Der ist nicht klein zu kriegen, ey. Sag mal mit dem Langschwert der Göttin. Alter, was hält denn so ein fetter Teil? Ja, geht doch. Nein, was zum... Okay, ich habe keinen Schaden gekriegt. Wieso kann ich nicht vorbeigehen? Oh Mann, oh Mann. Da waren noch 4. Ja, und hier spreche ich. Schildstoß. Funktioniert noch. Gott im Himmel, sei es geklagt, wie das Spiel mich nur so verarscht. Wie das Spiel mich beklagt, ist egal. Wie das Spiel die anderen plagt, das wollte ich eigentlich sagen. Mensch. So. Vöglein, bin da. Hallo? Oh ne, du Scheißvieh. Ah, geht doch. Fällt es runter? Hallo? Der Vogel ist echt zu doof. No. Wie doof können Vögel eigentlich sein? Ich weiß ein Phönix, aber soll sich erst recht schämen. So, warst du hier. Komm runter, komm runter. Flügel auf. So, und... Nein! Mann, ich wollte doch gerade... Oh! Was ist denn das für eine Scheiße? Mann, wegstecken und zuschlagen, aber ging irgendwie nicht. So, jetzt wegstecken. Er macht automatisch, deshalb. Boom! So und nicht anders geht das. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also, stimmt, ups, da habe ich gerade das vergessen. Entschuldigung, Leute, wieder mal heute voll verpeilt. Ja, Michael voll verpeilt. Sollte ich mal in die Kanalbeschreibung machen. Indie. Ja, Indie. Indie-Kanal, oder beziehungsweise als Kanaltitel, oder? Voll verpeilt mit Michael und, ja. Einfach so. Voll verpeilt halt. Jetzt kommen wir hier durch und dann kann ich hier... Kommt da lang. Perfekt, und so zum Block. Eine Fee, 4 Herzen. Wie sieht es wohl am Ende des Parts aus? Ich bezweifle, dass es noch gleich aussehen wird. Und hier drin müsste irgendeine Medaille drin sein. Ich weiß nicht mehr welche, aber es garantiert keine Lebenskraftmedaillen. Und auch die sind ja tabu für uns im 6 Herz One.
Gut, ich meine, ich könnte theoretisch eine einsammeln, die dann im Lager abgeben, ohne es vor ein Herz zu haben, aber es wäre trotzdem irgendwie, ja, trotzdem bereits ein 7 Herz One, wenn man jetzt ganz kleiner wäre und das will ich ja nicht. Ja, ich sehe sonst jetzt die Hater-Kommentare, hä, das ist ein 7 Herz One, du Cheater. Ja, die Hater. Aber auch die muss es geben, sonst, ja, wäre zu wenig los auf YouTube, nicht wahr? Ach nee, es gibt noch die Strikes. Genau, die Strikes gibt es noch. Ach ja, die Strikes. Ja. Aber das sind gleich 2 Typen. Toll. So, jetzt mal das hier. Was soll denn das hier sein? Fei, kannst du was sagen? Hallo? Fei? Die ist eine Killer-Ananas. Killer-Ananas, so herum. Die kennen doch auch aus Ocarina of Time. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine gewöhnliche Pflanze, beginnt jedoch zu schweben, wenn man sie mit einer Peitsche rauszieht. Ja, und bei Ocarina of Time, sprich in der Zukunft, da will sie uns töten. Tolle Entwicklung. Evolution pur. Und raus kommt das Teil geflutscht. Killer Anas. Ja, das sieht, wie gesagt, bei Ocarina of Time ein bisschen anders aus. Da sind noch so Stacheln dran, wie ein Sägewerk und so. Aber ist egal. Ich will da hoch, Kumpel. Kriegst du das hin? Irgendwann mal? Heute vielleicht noch? Sehr schön. Ich mal die Peitsche ausrüsten, weil da oben sind ein paar Phönixe und die sind nicht gut gelaunt, glaube ich. Hallo? Ist ein Scherz. Oder soll ich jetzt da hochgehen? Kannst vergessen, Alter. Ich fürchte, ich muss. Aber erstmal noch kurz Käfer einsammeln. 3 auf einen Streich. Gerudelibelle, Michael der Packager is back. Das klingt so dämlich, ey. 12 Stück davon, immerhin, nicht wahr? Aber ich habe irgendwas hier gehört, eine Art Sandzikade. War hier noch was? Nö, war nichts. Gut, also. Tja, es wird Zeit, unsere Herzen zu verlieren, Freunde. Muss ich erst da lang? Oh, stimmt aber auch noch was. Ich muss eigentlich so entlang, weil da kommen wir nicht hin, oder? Genau, ist zu lang. Aber da ist eine Pflanze davor. Eine Killerpflanze, nicht wahr? Das ist ein Piranha, aber da habe ich schon das passende Mittel dafür. Oh oh. Na, reicht noch. Perfekt. Jetzt schnell da hoch. Und dann, naja, irgendwie zumindest. Ach du Scheiße. So, jetzt stimmt's wieder. 2 Stück. Nein! Nein, genau das wollte ich verhindern. Nein, Mann, nee. So, komm runter. Ich weiß. Was zum? Ich bin noch ausgewichen. Das erste wieder. Cool. Jetzt habe ich nichts mehr. Das ist das Problem. Nein, Link da. Mann. Linky. Oh, du bist mit dem Anvisieren sowas von lahmarschig. Kannst vielleicht zurückschleudern? Wäre vielleicht auch mal eine Variante. Nein, mach doch... na klar, mach das erstmal so. Ach, die V-Motion Plus, ich hab doch beide Fernbedienungen geschleudert. Ja, jetzt geht's wieder. Och, Menno. Also manchmal würde ich mich sowas von gerne aufregen, Leute. Das glaubt ihr mir gar nicht. Mann, wieso ist das so hoch? Das Zentrieren, hey, vor allem wenn die Batterieleistung unten ist, dann ist... ja, die Kontrolle sowieso von Arsch. Vor allem, ja, Batterieleistung, man sieht sie, ist unten, oder? Aber rechts da, rechts unten, da steht nichts. Was soll das? Oh Mann. Link. Zielen, Alter, zielen. Och, Menno. Ich glaube, das wird heute nichts mehr, Freunde, wenn das so weitergeht, hey. 2 Feen verbraten bereits, wieder 2 Feen.
Mann! Hallo, ist eh nichts mehr. Spiel. Hä? Oh, jetzt geht's. Mann! Ah, Gott sei Dank, ey. Erstmal rein. Erstmal rein in die gute Stube und ein paar Herzen tanken. Oh. Ja, jetzt steht da 2 unten, jetzt 1. Wow, überall Viecher, überall Viecher. Mann, ey. Kurz absitzen, das... Gebieter, ich muss dich ermahnen. Wieso? Also, kannst du dich später, jetzt sollst du erst nach der Seekarte suchen. Fei. Ich bin am Arsch. Merkst du das nicht? Am Arsch. Ja, und kannst du später. Los geht's. Die Dame übertreibt's ein bisschen. Mit ihren guten Ratschlägen. So, hat sie eine Speicherstatue? Glaub nicht, weil hier oben hat es doch bloß noch... Ah, genau, die Viecher. Link? Gehst du mal hoch, Alter? Okay, er will nicht. Dann muss es halt so funktionieren. Jetzt gehen wir auf Käferjagd. Ja, Patrick, ich weiß, du bist unten, du musst noch ein bisschen durchhalten. Wieso ist jetzt abgehauen? Hallo? Ich bin doch angeschlichen. Na egal, da ist noch einer. So, kommen die wieder? Oder was? Oder wie oder was? Ach, was soll's. Leute, ich hole jetzt erstmal die Karte. Die Karte, das muss sein. Oh, oh, ja. Ja, Batterie, jetzt wirst du doch bitte noch 2-3 Minuten durchhalten. Ach du Scheiße, kann natürlich die Viecher wieder. Dann noch einer, boom, tschüss. Oh, und jetzt einfach mal alles freistauben. Und da ist er auch schon bereits, Freunde. Die Karte, aber erstmal kurz. Ja, guck mal, was hat sie noch interessant? Noch ein paar Gegner, fies versteckt, wie sie aussehen. Nö. Aber sehr viele Bernsteinkristalle, Halbmond, Dingsbums, keine Ahnung. Wir haben noch 2 Roboter halt. Aber jetzt leider kein Zeitkristall, sprich, die bleiben wohl verrostet. 5 Rubine? Nö. Du solltest besser nicht anladen. Das interessiert doch den nicht mehr. Das interessiert doch den Captain nicht mehr. Und jetzt haben wir hier endlich mal die Seekarte, will ich doch mal hoffen. Beim Klappautomann, da ist hier die antike Seekarte. Diese Karte stammt aus einer Zeit, in der diese Wüste noch ein Meer war. Ja, deswegen heißt sie auch Wüstenmeer. Gebieter, diese die Seekarte des Kapitäns. Ich schlage vor, sie zurück zum Kapitän zu bringen. Sieh nur, Gebieter. Ja, was denn? Oh, sein Schiff? Mo, Kapitän. Boah, Alter, waren das viele. Auf diesem Schiff ist Nairus-Flammen versteckt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft ebenfalls aus Robotern besteht, beträgt 90%. Ja, was sollen es sonst sein? Och, wei, man sieht doch nur Roboter. Woher weißt du überhaupt, dass sie auf einem Schiff ist? Du hast bisher nie was gesagt. Also das Fei schlau werden, das ist wohl ein Ding der Unmöglichkeit. Ganz ehrlich. Selbst für einen Computer. Oder wohl in meinem Fall wohl eher so ein Computerfachmann, Fachmensch mit, naja halt. So, die nochmal. Nein! Ja, Fei, ich weiß. Brauche die Sanktikan überhaupt? 5? Ne, brauche ich nicht, okay. Jetzt, Freunde, geht's da runter und das wird lustig, denn ich will da landen. Ist einfach das? Ja, müsste eigentlich. Ja, und sanft gelandet. Was hat's jetzt wohl hier drin? Ich hoffe, kein Herzteil. Nein, es sind 100 Rubine, oder wohl eher ein 7er Rubin im Wert von 100 Rubinen. Geil, man. Jetzt aber schnell zurück. Dann auch speichern, die Batterien wechseln und hoffen, dass wir nicht mehr so schnell irgendwie was verlieren, nicht wahr? Vor allem unsere Power, die kommt jetzt wieder... Achso, ich hätte auch, ja, ich hätte direkt runter können. Verdammt, jetzt muss ich wieder ganz wegen nach oben, weil ich komme sonst nicht mehr hoch.
Ich will eh nicht mehr hoch, von daher spielt das keine Rolle. Ah, die machen schon Platz, muss ich da... Mann, nee, wo ist jetzt der Zeiger? Da oben, toll. Da soll es ja runterkommen. Alter. Ja, auch ich rege mich darüber auf. Mittlerweile schon. Du auch, oder? Mich interessiert jetzt nicht mehr. Ja, stimmt. Hast nicht ganz unrecht. So, Freunde, das war's hier am Haus des Kapitäns mit 2 Filmverlusten. Ich weiß, es ist sehr unterhaltsam. Egal, wie es weitergeht, morgen hier wieder bei Skyward Sword Heldenmodus im 6 Hertz One wie gehabt. Vielen Dank fürs Zusehen und bis morgen. Ciao zusammen. Oh Mann, Wüste. Phönixe, ich hasse euch. Verflixen zugenäht.